Fantastisch! Herzlich willkommen zur 149. Folge vom Volline Podcast. Mein Name ist Oskar und vis-à-vis von mir hockt der André. Hallo Und zusammen. Zum ersten Mal im neuen Jahr begrüßen wir euch zu Volline. Und in dem Sinn, ich hoffe, ihr seid gut gerutscht, ihr seid gesund. Und André, ich hoffe, wir, also unsere Vergangenheits-Ich, beziehungsweise jetzt, wenn wir am Aufnehmen sind, die sind auch gut gerutscht. Ja, ich bin gespannt, wie es mir dann geht am Donnerstag, wenn die Folge rauskommt. Auf jeden Fall, ja, ein Gruß an mein vergangenes Ich. Das sollte, glaube ich, gut kommen. Ja, Wir haben eine speziellere Folge vor Genau. uns. Also das mal ohne Gast, weil normalerweise sage ich ja, es ist eine spezielle Folge, wenn wir einen Gast haben. Man kann es eigentlich so sagen, dass heute das Jahr 2024 Gast ist bei uns. Es wird nochmal Revue passiert und zwar machen wir das heute in einer etwas spezielleren Form. Früher, oder in früheren Jahren haben wir es ja immer chronologisch gemacht, da sind wir einmal durchs Jahr gegangen, haben geschaut, was ist im Januar passiert, was ist im Februar passiert. Jada. Dieses Jahr machen wir es anders. Dieses Jahr Sehr gut. gibt es die Volline Awards mit verschiedenen Kategorien, wo unter anderem ihr natürlich auch Leute nominiert habt. Und von dem her, André, ich freue mich richtig drauf. Ja, es wird eine coole Folge. Ich bin selber überfordert gsi, als ich ein bisschen gesucht und recherchiert habe, was das Jahr eigentlich, oder letztes Jahr, wenn man so muss sagen, passiert ist, weil es ist krass, zum Teil Sachen, die im Februar waren, hast du das Gefühl, es ist ewig her. Wirklich. Ja, zum Beispiel unser Live-Podcast. Das ist genau so etwas, wo du mir das gesagt hast, habe ich auch gedacht so, was, das ist 2024 Ich gewesen? wirklich auch so, hä? Ja. Also, nein, das kann nicht sein. Oder Stefan Küng, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ist schon ewig bei uns im Podcast gewesen. Dabei erst letzten Februar. Also wirklich, es sind viele Sachen passiert. Den Überblick haben wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr und dass ihr ihn eben auch habt nach dieser Folge. Dafür werden wir sorgen. Zuerst aber noch ganz kurz, vielleicht so ein bisschen wirklich kurz persönlicher Rückblick, das mal nicht über die vergangene Woche, sondern über das vergangene Sportjahr. Wir werden sicher später noch das eine oder andere von uns persönlich preisgeben, aber ganz kurz, Oski, so für dich, was hat das Sportjahr 2024 ausgemacht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, schwach angefangen, Schwach angefangen? dafür stark geendet. Bei dir persönlich? Ja. Einerseits sowohl auch bei der Motivation, so ein bisschen Sport zu schauen, was ja eigentlich mittlerweile unser Job ist, wenn du so willst. Also ja, Job, freiwillige Arbeit. freiwillige Arbeit, ja, wir verdienen nichts. Das einerseits, das hat recht besser im Verlauf des Jahres. Ich glaube, was mega geholfen hat, war, dass ich halt einfach viel bin live schauen. Also die Euro, Olympia. Das stimmt. Das ist fucking sick gewesen. Ja, du bist wirklich unterwegs gewesen. Dass wir zusammen sind, Dänemark, Spanien schauen. Ja. Also ich glaube, das hat recht geholfen. Und auch selber, wirklich so beim Sport machen, ist es am Anfang ein bisschen happy gewesen. Ich habe Schlechte Neujahrsvorsätze? Nein, eigentlich sehr gute gehabt. Und ich habe sie aber erst ab dem September durchziehen. Ich habe gesagt, ich will, Endjahresvorsätze? ja, ich will 3-mal pro Woche ins Gym und sonst noch Sport machen und ja, whatever. Und das habe ich am Anfang nicht gemacht und entsprechend ein paar Pfund zu viel auf der Rippe gehabt. Ja. Also, ein paar Michelin-Reifen da hinten, weißt du, die Love Handles. Ja. Also bei dir ist es eigentlich im Sportjahr 2024 nur um deine ästhetische Körperform gegangen? Also Das wie ich stimmt mich ja gefühlt nicht, habe. oder? Also, Also, ich habe nein, ich bin jetzt ein bisschen am Übertreiben, aber Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, Also, weißt, ich glaube, das geht ja Hand in Hand, wie du dich fühlst und wie du aussiehst. absolut. Oder oftmals geht es Hand in Hand. Und ich muss sagen, ja, jetzt Ende Jahr hat es recht bessert. Sonst Und irgendwelche ich bin sehr stolz drauf. Sport... Ja, also ich bin auch stolz auf dich. Sonst irgendwelche sportliche Erfolge auf irgendwelchen Niveaus? Doch, Ein Paddle-Turnier? das Paddle-Turnier, das wir organisiert haben mit Pauline Ja. und Paddle Hub, das war sehr geil gewesen. Und 2, dass ich einfach mal so an einem random Samstag spontan entschieden habe, ich mache jetzt den scheiß Halbmarathon. Stimmt, das hast du erzählt, ja. Also ohne Zeitvorgabe, ohne irgendetwas, Mhm. einfach mal Mhm. losrennen, mal machen. Das Mhm. war geil gewesen, ja. Von dem her. Ja, ich würde sagen, Neujahrsvorsatz ist so weitermachen wie jetzt Ende dass es nicht ein 24. Endjahresvorsatz wird. Genau.
Ja, geil. Und schauen, dass alles so bleibt, wie es ist, verletzungsfrei bleiben. Also, bin ich auch froh, ist das gewesen, das Jahr. Ja, Und ja. das ist es so. Du hast ein Turbulenzjahr 2024 hinter dir gehabt. Ja, ich habe gerade vorher gedacht, wo du gesagt hast, eben wir sind zusammen den Match schauen in Kopenhagen, Spanien, Dänemark. Und es hat durchaus noch ein paar andere Sachen gehabt im 2024, die wir zusammen hätten schauen. Was mir natürlich als erstes in den Sinn kommt, ist Paris, Ja. wo du bist und ich bin nicht gsi. Ich glaube, das wäre sehr geil gewesen, wenn wir dort, auch wenn ich nur als Fan dort gewesen wäre, aber mit dir zusammen. Ja. Das wäre wirklich... Da hast wirklich was verpasst, ja. Das habe ich jetzt verpasst, aber eben bei mir hat es einen guten Grund gehabt und du hast recht, es war wirklich ein komisches Sportjahr gewesen und es ist wirklich ein sehr intensives Sportjahr. Also Anfangsjahr bist du noch Profiruderer gewesen. Ja, ich bin eigentlich ziemlich lang noch auf gutem Kurs gewesen für Paris. Oder ich bin eigentlich immer auf gutem Kurs gewesen. Die anderen hatten am Schluss einfach den Stich können landen. Eben zuerst bis im Mai noch Vollgas am Rudern gewesen, gegen Oli Zeidler und die gefahren als Schwergewicht beim Weltcup. Ja. Also wirklich eigentlich mega geil, oder? So. Ja, ich bin das Runbook durchgegangen und ich so gesehen, so 10. beim Weltcup. Ich so, hey, es ist ja gar nicht so gut. Also hat er viel bessere Resultate gehabt. Nachher plötzlich so, der ist ja bei der Schweren gefahren. Ja, eben so Sachen. Und dann die EM, wo ich Fünfter geworden bin. Das war der Knackpunkt gewesen. Das war der Killerpunkt gewesen, Ja. weil dort habe ich gemerkt, wieso, also das hat einen Grund gehabt, wieso ich Fünfter geworden bin und keine Medaille geholt habe, weil ich einfach am Start war und gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr. Alter. Also weißt du, so richtig, du hast es gewusst, oh fuck, ich bin jetzt am Start und ich habe keinen Bock. Alter. Das war so etwas gewesen. Ich mag mich an das Rennen ganz genau erinnern. Ich bin aufgestanden, habe den Fernseher eingeschaltet und so nach 5 Minuten, nein, 5 Minuten, nach 500 Metern hast du gewusst, nein, Ja. das ist alles im Kopf. Ja, gerade. es war ein herzloses Rennen gewesen, aber sehr hilfreich in der Entscheidung, was ich jetzt machen soll. Und dann ist es weitergegangen. Habe ich eigentlich gerade 2 Tage später bin ich aufs Velo und dann eine Woche lang eigentlich nur auf dem Velo trainiert, nicht auf Sarno, und mich dann entschieden, dass ich eigentlich nicht auf Paris gegangen als Ersatzmann. Das hätte ich ja können gehen, also hätte ich können machen. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich einfach keine Lust hatte, den anderen zuzuschauen, wie sie da ihre Medaille holen, und ich muss eigentlich sozusagen als halb Fan, halb Sportler zuschauen. Und ja, und dann habe ich das Veloprojekt angefangen, was wirklich hure geil ist oder damals wirklich sehr geil war. Es hat mir hure geholfen, die Zeit mit Paris zu überbrücken, neue Ziele zu haben, viele neue Menschen kennengelernt, viel Neues gelernt. Und ja, wo das dann noch hinführt, das werden wir sehen. Aber eben, wenn du so zurückschaust, Es ist viel passiert. es ist hure viel passiert. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, also klar, ich habe keinen Erfolg in diesem Jahr, wie vergleichsweise 2023 oder vorher. Darum fühlt es sich für mich so ein bisschen als ein schwächeres Sportjahr an. Aber ich glaube, so rein menschlich, Aber ich habe gerade eine Frage, auf persönlicher Ebene ist es wahrscheinlich ganz für anders. die nicht? Weiterentwicklung ist es 3-mal besser gewesen als die Jahre vorher. Wirklich. Und ja, es ist nicht einfach, als wenn du gewöhnt bist, in einem System hinzuziehen, wo du professionell trainierst und halt ein bisschen jemand bist, aus dem rauszugehen in eine Welt, wo du einfach ja, weniger als niemand bist. Und das ist schon hart. Aber ja, es ist, bis jetzt habe ich davon profitieren und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, André, und aus Vollinensicht müssen wir auch noch schnell Revue passieren. Es ist einiges passiert. Wir haben, ich habe vorher geschaut, über 50 Folgen rausgehauen. Das heisst, wir haben wirklich jede Woche fast etwas rausgehauen. Ich bin stolz auf uns. Ich bin sehr stolz auf uns. Also, das ist wirklich eine gute Quote. Ja. Also fast nie verpasst. Fast nie verpasst. Haben wir uns 2 Wochen Ferien gegönnt? Ich weiß nicht, ob wir uns am Stück 2 Wochen Ferien gegönnt haben. Das müssen wir mal nachschauen. Aber Ja. unabhängig davon, ja. Es ist mächtig produziert worden. Und ich habe dich nachher gefragt im Runbook, was ist deine Lieblingsfolge gewesen? Oder was sind deine Lieblingsfolgen gewesen? Du hast natürlich geantwortet, alle mit Gästen. Und ich habe irgendwie gedacht, es ist klar, dass die nicht gemeint Nein, sind. Es war so gewesen. Ich habe einfach raussuchen, welche Folgen ich wirklich am geilsten gefunden habe. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, hey, look, alle Leute, die bei uns waren, die sind haben so den Voll-Rein-Spirit, Ja. dass ich denen nicht irgendwie zu nahe treten und sie abstufen.
Und dann habe ich mich am Schluss entschieden, es ist wirklich, eigentlich haben alle Spass gemacht und ich wollte da niemand für mich rausheben, weil ich wollte es eigentlich mit allen noch gut haben. Und ja, also du siehst, was mein Prinzip dahinter ist. Ja. Aber ich habe trotzdem gedacht, du checkst, dass ich meine, irgendeine normale Folge, die nur du und ich aufgenommen haben. Ja. Weil, eben, es ist klar, jede Folge mit Interviewgast macht für uns doppelt und dreifach Spass. Das ist so, ja. Wir haben so viel erfahren und das Geilste ist nicht einmal unbedingt das Interview, das Geilste ist das Nachgespräch. Ich finde, das ist auch schade. Dass das Mikro nicht weiterläuft, ist eigentlich unser Fehler, weil dort findest du immer die geilsten Sachen raus. Und egal wie hart dass wir versuchen, den chilligen Vibe schon im Hauptgespräch zu erzeugen, du kannst es nicht ändern, dass sobald das Mikro fertig ist, du hast einfach ja. es switcht und du bist in einem Gespräch, wo du denkst, wieso ist es vorher nicht genau so gewesen? Und dann werden halt auch Sachen gesagt, wo du halt eben nicht willst, dass es aufgenommen wird. Also was wir da alles schon erfahren haben, ist einfach so... Wir könnten eigentlich eine 2024 Fazitfolge machen, wo wir alle sozusagen off the record News würden publizieren. Und ich glaube, wir hätten innerhalb von wenigen Stunden sehr, sehr viel, vielleicht sogar ein bisschen Shitstorm-mäßig, aber ja. Ja, wir würden... Aber du hast aufgeschrieben, deine Lieblingsfolgen. Ich habe ein paar Lieblingsfolgen gehabt, und zwar 107, Vergessene Legende. Ich weiß nicht, wieso mir die Folge geblieben ist. Aber also ich weiss keinen Plan mehr, was wir dort geredet haben. Vergessene Legende. Dort habe ich über die Michelle Mouton erzählt. Die einzige Frau, die fast eine Rallye-WM gewonnen hat. Ja. Und du hast über den Ruderer erzählt, den Englisch, der so oft Olympiasieger wurde. Der Steve Redgrave, ja. Ich weiß nicht, wieso die Folge mitgeblieben ist. Vergessene Legende. Okay, jetzt kommt es mir wieder. Die war super gewesen. Ja. Die Folge, die du mit dem Mark Maurer gemacht hast, also dem Co-CEO von On, wo ich leider nicht dabei sein konnte. Ja. Vielleicht können wir das in Zukunft mal nachholen. Die Post aus Paris war sehr, sehr geil gewesen. Auch für mich eine spezielle Zeit mit diesen Folgen, weil ich es dann halt wirklich gehört habe und so ein bisschen gemerkt habe, wie es euch in Paris geht. Ja. Das war geil gewesen, einfach so am Abend müde heimkommen. Du bist wirklich kaputt. Es war den ganzen Tag fast 40 Grad heiß gewesen. Du hast dir eins abgeschwitzt. Du hast leicht einen am Deckel, weil du halt dann doch den Aperol trinkst und dann hockst du nochmal an und du hast den Tag Revue passieren lassen. Ich glaube, das war sehr, sehr witzig gewesen. Ja. Und was mir auch geblieben ist, aus irgendeinem Grund, ist die Folge 138, «Don't be a sinner». Ich weiß nicht wieso, aber ich mag mich erinnern, wir sind aus dieser Folge rausgelaufen und wir haben beide gesagt, das war jetzt eine richtig geile Folge gewesen. Das haben wir noch ab und zu gehabt. Ja. Also wir haben Folgen, wo wir manchmal so mit sagen, ja, ist ganz okay gewesen. Also ich rede jetzt von denen, wo wir das zweite machen. Und dann haben wir einfach wieder so die, wo einfach so fertig, gut, Aufnahme ist gemacht und wir schauen uns an, so, ja, ist geil. Nein, ist geil gewesen. Ist geil gewesen, ja. Das macht dann eben schon auch viel Spass. Und ich muss sagen, es ist dieses Jahr viel häufiger vorgekommen also im 2024 viel häufiger vorgekommen als im 2023. Also ich glaube einfach auch, man merkt bei uns, es ist viel eingespielter. Also, das stimmt, ja. Ja. Hoffen wir doch, dass wir auch ein bisschen Fortschritt haben können machen in der Podcast-Technik. Yes. Und so viel zum Review. Ich glaube, ihr seid da außen genauso gickerig wie wir auf die Awards. Und darum würde ich sagen, André, schiessen wir los. Let's go. Jetzt wäre es eben geil, wenn wir so einen Jingle hätten mit Awards und so, aber geht ja leider nicht. Von dem her, die Volline Awards 2024. Ja. Sehr gut. Wirklich, kannst du gerade kopieren für die nächsten paar Mal. Ja, ich mache einen Jingle daraus. André, ich würde gerne anfangen mit der Kategorie Holzkopf vom Jahr. Gibt es einen Grund, wieso du mit dem Holzkopf starten willst? Ja, ist die lustigste Kategorie? Nein, ich will das Negative zuerst raushauen und nachher kommen wir zum seriösen Teil. Und der Holzkopf vom Jahr, das ist eine Kategorie für die Person oder das Team oder der Funktionär oder die Funktionärin, wo das Jahr wie ein richtiger Holzkopf gehandelt hat. Und André, es gibt doch einige Sachen, die uns vorgeschlagen worden sind, wo ich nicht ganz rauskomme, wieso. Aber unter anderem ein Logan Sargent, Lance Stroll, der FC Basel und der Taulan Chaka, wo wir jetzt einfach mal als Honorable Mention da reinnehmen, weil wir nicht ganz wissen, was damit anfangen.
Genau, dann, was wir auch noch von euch als Hinweis bekommen haben und auch aus meiner Sicht wirklich so war, ist der Jakob Ingebrigtsen, der ja an den Olympischen Spielen sehr, wie soll ich sagen, selbstsicher auftreten ist und dann eigentlich gröber auf die Kappe bekommen hat beim 1500 Meter ist es, glaube ich. Genau. Er hat dann zwar später wieder sich revanchieren und 3000 Meter gewinnen. Aber ich muss wirklich sagen, der Typ, er ist schon auch... Er schwappt zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, und auch ein bisschen Arroganz. Ja, aber das gehört halt dazu. Er ist halt ein Showman. Was willst du machen? Und, keine Ahnung. Ja, gesehen seine Nomination. Dann von unserer Seite nominiert worden sind auch Noah Lyles. Da hast du absolut recht. Also das ist wirklich mit seinem Corona-Start und wie er nachher mit dem Rollstuhl rausgefahren worden ist. Nachdem er Dritter wurde ist. Alter, das ist so peinlich gewesen. Das ist wirklich peinlich gewesen. So, Kollege, weißt du, am Start noch so richtig so hey. am Gumpen und richtig hyped und so alle so, ich bin der Geilste. Kassiert er, weißt du, Dritte, ich meine, weißt du, wie viele Leute haben Freude an einer Bronzemedaille und der Sieg tut so, als wäre es der schlechteste Tag von seinem Leben und muss mit dem Rollstuhl abtransportiert werden. Vor allem am nächsten Tag sind ja Videos auftaucht, wie er im Ausgang war in Paris. Das heisst, dem kann es nicht so schlecht gegangen sein. Ja, also wirklich ein Holzkopf. Was das angeht. Dann, Ray Gunn. Ist sie echt der Grund, wieso Breakdance aus dem olympischen Programm wieder rausgestrichen wird? Höchstwahrscheinlich. Also es ist so, das ist die australische Breakdancerin, die ja einen sehr fragwürdigen Auftritt gemacht hat bei ihrer ist es Qualifikation wahrscheinlich für eine weitere Runde an den Olympischen Spielen in Paris. Und Tausende von Memes sind dann durchs Netz gegangen. Sie ist wirklich eigentlich auf die negative Art und Weise bekannt worden und das hat sie dann auch ziemlich mitgenommen. Also sie hat wirklich den Rücktritt gegeben aufgrund auch ein bisschen von dieser schlechten Rückmeldung, die aus dem Netz gekommen ist. Und jetzt zeigt sie die Leute an, die sich über sie lustig machen. Also Holzkopf. Dann, weiter bei Olympia. Die Kanadierinnen im Fußball, die haben Drohnen eingesetzt, um ihre neuseeländischen Gegnerinnen auszuspionieren. Das ist dann leider rausgekommen. Also, was heisst leider? Das ist ja perfekt für uns. Also ich finde es schon wirklich sehr lustig. Wir haben die echt extra so ein Physio, oder so, komm du Physio, nimm mal die Drohne und flieg dort rüber ja, und schau mal ein bisschen. Oder wer hat das gemacht, weißt du? Der Analyst und der Assistent sind ja dann heimgeschickt worden. Aber es ist ja nicht so, dass nicht alle im Trainerstaff involviert waren. Nein. Darum hat es auch fette Bussen gegeben und Punktabzüge und die Kanadierinnen sind nach der Gruppenphase heim, obwohl sie eigentlich zum Favoritenkreis gezählt haben, von dem her Holzköpfe. Dann weiter, wenn wir beim IOC sind. Das IOC lässt die Chinesen starten im Schwimmen. Es sind insgesamt knapp 20 Leute, die 2021 auf ein Dopingmittel, also auf ein Herzmedikament, positiv getestet worden sind und sie haben dann trotzdem starten. Und wenn wir schon beim IOC sind, sie lassen auch noch einen holländischen Pedo beim Beachvolleyball starten. Von dem her Holzköpfe. Was ich da dazu schnell anmerken ist, dass ich allgemein die Funktionäre oder die Hauptfunktionäre, sagen wir jetzt IOC, FIFA, sind für mich grundsätzlich Holzköpfe. Also, wir haben den Gianni Infantino vergessen. Das ist mir jetzt eben auch, als ich das gerade gesagt habe, in den Sinn gekommen. Holzkopf, weil er wirklich aussieht wie ein Holzkopf. Ja. Und zweitens, weil er mit dem DJ Khaled die peinlichen Videos gemacht hat. Und das ist wirklich so etwas gewesen, wo du hast müssen sagen, also dass FIFA noch nötig hat, sich so in ein Licht zu stellen für, es war glaube ich die WM in den USA und Mexiko, Kanada gewesen, ist einfach peinlich und ich finde ihn allgemein ist einfach ein Holzkopf. Ein Holzkopf. Okay. Ja, und dann haben wir noch den Jannik Sinner. Jetzt würden viele sagen, was? Jannik Sinner hat ja ein brutales Jahr gehabt. Jannik Sinner hat das Doping vergeben am Hals. Und wir schauen alle drüber hinweg. Und er kann trotzdem weiterspielen. Und er gewinnt jegliche Turnier, ist die Welt Nummer 1. Und gewinnt sogar den Titel für beliebtesten Spieler auf der ATP-Tour. Und ja. Wer ist jetzt da der Holzkopf?
Also eigentlich Eigentlich. sind es Wir. wir. Voll rein. Nein, wir sind immer kritisch. Wir sind kritisch, aber wir haben auch gesagt, wir hoffen, der ist nicht schuldig. Also, wir sind Holzköpfe. Aber ja, der Janik sind wir auch. Gut. Ja, André. Wenn Dann wir uns jetzt nächst- müssen entscheiden Wenn wir uns müssen entscheiden, also ich muss sagen, Dre Gunn tut mir fast ein bisschen leid. Mhm. Weil ich glaube, sie hat sich wirklich auch ein bisschen Mühe gegeben bei ihrer Performance. Also, sie hat es nicht extra gemacht. Mhm. Dann, für mich wirklich fast schon nicht mehr lustig ist das mit dem IOC. Nein, Das ist peinlich. ist fast schon nicht mehr Holzkopf, sondern schlimmer. Darum ein richtiger Holzkopf für mich Noah Lyles. Kann ich damit leben. Noah Lyles, du bist der Sieger vom Holzkopf des Jahres. Bravo. Sehr gut. Yes! Nächste. Wenn wir bei den negativen Sachen sind, dann gehen wir nachher weiter. André, was war der Aufreger des Jahres gewesen? Also der Aufreger gibt es natürlich extrem viel in der Welt vom Sport und da werden wir auch niemals alle können raussuchen aus dem Jahr. Aber so ein bisschen die für uns vielleicht oder für dich, die für dich wichtig sind. Ja, fangen wir schnell an, vielleicht mit etwas, wo du sicher etwas dazu kannst sagen. Kukureya, Handspiel. Ja. EM. Habe ich aus 100 Meter Entfernung im Stadion gesehen. Und du als Spanien-Fan musst sogar zugeben. Ist kein Handspiel gewesen. Alles richtig entschieden. Okay. Ja. Also Aufreger. Ja, sicher ein Aufreger, ja. Okay. Klar. Gut. Ist ein Skandal, also wirklich der Skandal von der EM gewesen. Nebst dem, dass England es irgendwie ins Finale geschafft hat. Das war wirklich komisch, aber ja. Ja. Was auch ein Aufreger war bei der EM, dass du Zweiter geworden bist Bro, beim das SRF-Tippspiel. Das war kein Aufreger, sondern das ist einfach so reines faktisches, wie es sein muss, das Schicksal. Wirklich, ich Bullshit. gehöre dorthin. Bullshit. Ich bin wirklich nicht Erika aus dem HR, Bullshit. sondern ja. Auf jeden Nein. Fall für viele ein Aufreger. Für mich eine wunderbare Zeit, wo ich viel Macht und Hierarchie ausspielen konnte, wo ich meine Kollegen demütigen und ihnen sagen, dass ich besser bin im Tippspiel. Wirklich, wirklich eine schöne Zeit gewesen. Ja. Leider vergänglich. Hoffentlich vergänglich. Genau. Schickst du noch zu Kopf. Nächster Punkt. Wir wären beim Skifahren und wenn wir mit dem Punkt kommen, können wir auch mit dem Punkt weitermachen. Die vielen Verletzten im Skiweltcup. Kilde, Schifrin, Pantero und jetzt Sarrazin. Wer haben wir noch? Gavi Etzel. Gavi Etzel ist auch schwer gestürzt. Es sind ein paar Hochkaräter nicht Also, mehr dabei dieses Jahr. Da fragt man sich wirklich, wer ist schuld? Sind es die Athletinnen oder Athleten oder sind es die Organisatoren? Also da muss man wirklich sich fragen, hey, will man nicht auch wie in der Formel 1 anfangen Regulierungen einbauen, dass man einfach nicht immer schneller und schneller wird, sondern dass man irgendwo mal ein Limit hat. Gleiche übrigens beim Velofahren. Das Jahr extrem viel Stürze gehabt. Anfangs Saison in den Frühjahrsklassiker, wo eben Vingegaard, Evenepoel, Van Aert etc. Die sind alle gestürzt, haben sich wirklich krasse Verletzungen zugezogen. Also ich denke, für die schnellen, dynamischen Sportarten, die draussen stattfinden, ist es ein grosser Aufreger gewesen, 2024, die vielen Verletzten. Und darum ja, definitiv ein würdiger Kandidat für den Aufreger vom Jahr. Was auch auf den Sack gegangen ist, oder was ein Aufreger war, aus Schweizer Sicht die vielen 4. Plätze bei Olympia. Absolut. Ich meine, wie viel sind es? 11 oder so? 11, ja. Fuck. Ja, es ist wirklich, also es ist tragisch gewesen. Insbesondere auch beim Schweizer Ruderverband. Eben der Raffi und der Jan, die Vierter geworden sind, dann die Frauendoppelvierer, die wirklich hure knapp Vierter geworden ist. Aber eben, wenn du mit ihnen redest, sie wissen, sie sind mega zufrieden, weil sie einfach gar nicht gecheckt haben, dass sie so nahe sind. Also sie haben einfach das beste Rennen von ihrem Leben geliefert und sie haben aber nicht gecheckt, dass sie so nahe am 3. Platz sind, was vielleicht im Nachhinein sogar ein bisschen gut ist. Mhm. Genau, und dann haben wir noch weitere, eben wie grosse Medaillenkandidaten, Angelika Moser und Noe Ponti, Simon Ehammer und. Dann, Unser Voll rein. Volline-Bro. von Ihnen Family-Mitglied Stefan Küng, leider keine Medaille geholt bei WM oder Olympia. Trotz neuem Velo, wo extra für ihn designt worden ist, wo er
mehrere oder Tausende von Stunden, sage ich jetzt mal übertrieben, im Windkanal verbracht hat und auf ihn spezifisch ein Velo konzipiert worden ist und er hat es dann sogar bei der Heim-EM nicht können liefern, obwohl er ja eine Woche oder 2 vorher an der Vuelta noch gewonnen hat im Zeitfahren. Also wirklich doch auch ein Aufreger gewesen. Ja. Der Aufreger war, dass wir gewusst haben, dass er das Velo am entwickeln ist und dann haben wir das angesprochen im Podcast und dann ist er so, yo, what? Er hat nicht verraten. Er nicht verraten, aber wir so, Stefan, wir haben da recherchiert. Ja, Stefan. Ja. Du, wenn wir bei Volline sind, Alinghi kommt nicht in Fahrt und es endet schlechter als erwartet beim America's Cup oder bei der Qualifikation für den America's Cup. Das ist ja der Louis Vuitton Cup. Louis Vuitton Cup. Tönt übrigens besser als America's Cup. Also tönt prestigereicher, wollte ich noch schon... Doch, Louis Vuitton. Ja, aber halt, der Louis Vuitton ist irgend so ein... Was? Ja, es ist eine hure krasse, schicke Marke, aber Alter, wenn du weißt, was America's Cup bedeutet... Ja, aber ich sage jetzt, wenn du es nicht weißt. Okay. Wenn du nicht weißt, was der America's Cup ist und du sagst, ja, ich fahre den Louis Vuitton Cup oder ich fahre den America's Cup. Ja, okay, vielleicht... Ich bin schon zu tief in den Materien. Aber ja, das war wirklich ein bisschen Aufreger gewesen. Es sind viel Geld ist investiert worden, Red Bull ist an Bord geholt worden. Hat kein Flügel verleiht? Kein Flügel verleiht. Viele Ruderer, die runter sind auf Barcelona, gehen bügeln. Und das hat anscheinend auch nicht viel gebracht. Was wirklich das Problem war, ist, es gibt die sagen, das ist das Boot. Es gibt die sagen, das sind Segler. Es gibt die sagen, das sind Cyclers. Also wirklich fragwürdig. Ja, wie es jetzt weitergeht, ist noch unklar. Es geht ein Gerücht um, dass... dass es wieder eingestampft wird, oder was? Nein, dass Neuseeland, das ja gewonnen hat, kann ja alle Regeln bestimmen. Dass jetzt also die Velo abgeschafft wird und alles mit Batterie betrieben wird. Also wirklich, es ist ein Gerücht, das habe ich gehört und darum tun wir da nicht weiter rumhacken und gehen zum nächsten Punkt. Und zwar ein weiteres Volline-Family-Mitglied und sogar eine Schulkumpanin von uns, Geraldine Frey, die ja wirklich ein super Jahr hatte, oder bevor der Moment auch hatte und dann auch sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat mit der Staffel. Und? In Finale gekommen ist. Nein, und sie ist auch im 100 Meter gestartet. Stimmt, muss man auch noch sagen. Aber das ist nicht der Aufreger, sondern der Aufreger an dieser Geschichte ist, dass sie nachher fürs Finale in der Staffel nicht selektioniert wurde. Genau, da sind wir natürlich überhaupt nicht einverstanden und würden gerne Protest einlegen, wenn wir das noch könnten. Aber ja, wir sind ein bisschen spät. Es ist wirklich fragwürdig gewesen, wieso jetzt plötzlich sie rausgekommen ist. Und klar, Mushinga Kambunji ist wahrscheinlich besser als Geraldine Frey, aber man hat natürlich ein Konstrukt auseinandergerissen, das harmoniert hat, das funktioniert hat und es gibt... Da hat man eine sichere Medaille vergeben, sage ich einfach. Ja, es war einfach wirklich ein grosser Aufreger gewesen. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Aufreger, der vor ein paar Tagen passiert ist. Cristiano Ronaldo sagt in einem Interview, die Ligue 1 ist finished und die Saudi-Liga ist besser als er. Hätte man auch eigentlich auch in die Kategorie Holzkopf nehmen können. Aber so viel dazu. Und wenn wir bei Olympia sind, ich weiß nicht, ob der Name Imane Khelif noch etwas sagt, aber das ist... Sagt mir jetzt gerade wirklich nicht mehr. Boxerin, die beschuldigt wurde, dass sie ein Mann ist. Okay, habe ich nicht ganz mitbekommen. Aber mal wahrscheinlich habe ich es mitbekommen, aber ich weiß es nicht mehr. Okay, anyway. Du schaust mich komisch an, ich müsste es wissen. Ich habe das Gefühl, das war jetzt einer der grösseren Skandale dieses Jahr. Bro, ich habe so viel dort in meinem Kopf gehabt. Erzähl mir, musst du mal schnell sagen. Es ist ja die algerische Boxerin, die am Schluss auch Gold gewonnen hat und ihr ist vorgeworfen worden, sie sei ein Mann. Okay, das sind schon mal Anschuldigungen. Ja, das war dann eine Hexenjagd und ich weiss bis sicher heute nicht, wer recht hatte, aber es war definitiv ein Aufreger gewesen. Und von dem her, André, ja. wenn wir jetzt uns festlegen auf den Aufreger vom Jahr 2024. Also ich habe 2 Favoriten. Einerseits die 4. Platz an den Olympischen Spielen. Und weil wir halt doch auch eine gute Familienkultur da haben bei Volline, tue ich Geraldine schon noch ein bisschen in Schutz nehmen und für mich war das ein Aufreger gewesen. Ich
Ja, Ich wäre tendenziell bei Kukureyas Handspiel, wo kein Handspiel war, sage ich. fairer Punkt. Ich meine, du hast es gesehen. Ich habe es gesehen. Du hast wirklich... Ich kann sagen, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Aber jetzt ganz ehrlich. Ja, aus Pauliner Sicht müssen wir sagen, Geraldine Frey nicht im Nein, Olympia. ich meine ganz ehrlich, Handspiel. Ja, es war Handspiel, 100%. Yeah. Lange es dir, wenn ich es jetzt zugebe, dass wir sagen, das hat gewonnen. Ja, das lange. Also, sehr gut. Okay. Also Kukureyas Handspiel, Aufreger vom Jahr 2024. Genau. Dann kommen wir zu den Highlights. So die schönen Sachen. Und da kannst du gerade anfangen, weil du bist Handfester im Basketball. Yes. Es hat einen Moment gegeben, diesen Sommer, wo ich von der Street Parade früher heim bin, weil ich gewusst habe, es ist Olympia-Basketballfinale. USA, Frankreich. Frankreich die Heime. Richtig geiles Spiel gewesen. Und das Spiel ist am Schluss nochmal richtig eng geworden. Und der Steph Curry, der hohe Sieg, hat einfach 4 Dreier hintereinander verwandelt. Hat Frankreich den Dolchstoß gegeben, hat gesagt, «Bon nuit! Gehen schlafen!» Das ihr ist wirklich Franzosen. Und, sehr ein geiler Move gewesen. ja, ich muss sagen, individuelle Performance 1A. Habe ich sogar geschaut. Also ich habe auch das Halbfinale geschaut. Krass. Was war es? USA... Wow. Argentinien echt? Nein. Nein, es war etwas Grösseres gewesen. Schauen wir Ja, schnell. auf jeden Fall, ich war auch fasziniert vom Basketball. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch geschaut, weil man einfach sehr viel über das Magic Team USA gehört hat, wo ja seit Jahren Legendenstatus genießt an den Olympischen Spielen, wo es viele Geschichten gibt. Und darum auch mal wollte einschalten und das live sehen. Ja, aber schlussendlich... Absolutes Legendenteam. Also ich meine LeBron, Durant, Curry und wie sie alle heißen, das war Voll. krank gewesen. Und der Trainer ist ja auch immer noch der... Ah, das Halbfinale war gegen Serbien gewesen. Das habe ich das gemeint. war geil gewesen, Ja, der das Match. habe ich geschaut. Ja. Genau. Auch das Frauenbasketball-Finale war übrigens krank gewesen. Auch USA, Frankreich. Beide. Genau. Dann eine weitere Radsport, Legende, dies. der Mark Cavendish, wo finally und wirklich unerhofft, nicht erwartet, sehr früh an der Tour de France 2024 der 35. Etappensieg an der Tour de France gewinnt und somit eigentlich den Eddy Merckx wirklich übertrumpft. Und ich meine, wer hätte es gedacht, der Dude ist schon so oft am Ende gewesen, der hat wirklich eigentlich nur noch auf das einzige Rennen, auf die wenigen Sprint-Ankünfte, die es ja an der Tour de France gibt, hingeschafft. Und dass es dann wirklich, ich meine, das ist, also man muss sich das mal vorstellen, wie unwahrscheinlich das ist, dass du einen Sprint gewinnst unter 15 weltbesten Sprinter, die es überhaupt gibt. Währenddem deine Kette reisst. Währenddem deine Kette reisst und es hat irgendwie einfach vom Universum müssen so sein und darum definitiv ein Highlight in der Welt vom Sport 2024. Und wenn wir gerade beim Velo bleiben, welches Bild mir und wahrscheinlich auch dir, weil du bist ja der Strecke gsi, im Kopf bleibt, Remco Evenepoel, wie er sein Velo nimmt, auftut in die Höhe vor dem Eiffelturm auf der, wie heisst die Brücke? Oh, keine Ahnung. Auf der berühmten Brücke in Paris. Also wirklich ein Legendenbild und das ist definitiv Legendenstatus würdig. Ich meine, Also ich glaube, das ist so ein Bild, das werden wir in 10 Jahren noch alle das hat er bei denken, sich wow. daheim eingerammt. Ja, und dort hat der Kameramann halt perfekt geschafft. So das langsame rauszoomen. Gut. Chefskiss. Ja. Dann vom Noah Lyles Holzkopf zum Highlight. hat auch noch verdient, als Highlight genannt zu werden. Und zwar der 100-Meter-Sieg bei Olympia. Die 1000. Entscheidung. Und ja, was will man da mehr sagen als krass? Einfach krass gewesen, dass das so knapp wurde, ist, dass 3 Leute wirklich so nah beieinander sind am Schluss. Was ja das Highlight ist, was man muss sagen, ist, dass es wieder mal ein sehr dichter, also dass es ein dichter Final gegeben hat mit den Zeiten. Früher haben wir es ja anders gekannt, wo wir auf Olympia schauen haben, ist es noch anders zu und her gegangen. Usain Bolt noch davon gesäckelt. Und dann hinten ist es knapp geworden. Ja, also sicher ein Highlight, das man rausschreiben darf. Dann Was kommen mir wir weh zum tut, das Tennis. nächste. Zum Tennis. Das nächste tut mir weh. Mir auch. Der Herr Djokovic, der Novak, wo seinen Golden Slam
macht. Ja, mit einem 7-6-Sieg gegen den Carlos Alcaraz im womöglich besten Spiel bei Olympia jemals. Also die haben sich gar nichts gegeben, es hat keine Fehler gegeben, es hat keine Breaks gegeben. Es war knapper gewesen, als es hätte können sein oder jemals hätte sollen sein. Und ja. Man muss aber auch sagen, ja. es ist auch wirklich jetzt als neutraler Sportromantiker jemand so zu sehen, nachdem er Olympia gewinnt, wie fest das ihm etwas bedeutet hat. Sowieso. Ey, das ist im Fall, also ich habe Hühnerhaut bekommen, ich weiss noch genau, obwohl der Novak nicht unser Liebling ist. Es zeigt einfach, was für Momente der Sport kann kreieren kann. Und das ist, ich meine, der hat schon so viel gewonnen, der hätte nicht müssen Olympia gewinnen und er wäre immer noch der Goat gewesen vom Tennis, ja. müssen wir jetzt beide zugeben. Und er hat so reagiert, also wirklich, das macht ihn sympathisch. Vor allem, er hat die ganze Saison nicht gewonnen, aber er hat das Ziel gehabt, den scheiß Olympiasieg, den holt er sich jetzt. Und er hat ihn geholt. Zu meinem Leid. Aber ja, it is what it is. Dann, dein Liebling. Mein Liebling, eines von meinen Highlights, sicher das Olympia-Highlight. Also Dies. meins, von den Leuten, die ich nicht kenne. Leider kenne ich den Mondo Duplantis nicht, aber er hat mich beeindruckt bei seinem Goldsprung im 3. Anlauf mit Weltrekord in einem Stadion, wo weiss ich wie viele tausend Zuschauer hat. 60'000. Allein alle Anlässe bei der Leichtathletik sind fertig gewesen. Alle haben darauf gewartet und der Sieg, als hat er eben gewusst, dass er locker 6,40 springt, ist der noch über... 24. Nein, ich weiss, aber ich sage nur, Aha, wahrscheinlich ist er 6,24 schon 10-mal gesprungen und er hat genau gewusst, ich mache jetzt ein bisschen Show, 3 Versuche und am Schluss haue ich den Sieg raus, knapp noch. Also wirklich ein Highlight zum Schauen und auch ein Highlight von mentaler Stärke. Absolut, absolut. Dann, nominiert von euch ist noch die Silbermedaille von der Julie Deron beim Triathlon. Definitiv würdig. Ja, definitiv. Was fast noch die grössere Leistung war, ist, dass sie lebendig aus dieser Seine rausgekommen ist. Das ist auch ein Highlight, das dass die alle überlebt haben. Kann ich bezeugen, die hat gestunken am Tag vorher. Also ohne Scheiß, wir sind dort runter. Also mit Scheiß, meinst du? Also mit Scheiß, wirklich mit Scheiß, stimmt. Also ich weiß nicht, wie dort die Leute lebendig rausgekommen sind, aber ja. Und natürlich, zu guter Letzt, wollen wir nicht vergessen, Voline. Und zwar Roman und Andrin. Definitiv ein Highlight in unserer kleineren Sportwelt. Ganz klar mit ihrer Bronzemedaille, wo ja, wenn man alles wüsste, was im Vorhinein noch passiert ist, alles andere als wahrscheinlich war. Und darum richtig, richtig krass. Und sind wir immer noch stolz darauf, dass wir den einzigen Live-Podcast mit ihnen haben können machen, wo sie ja so ein bisschen angekündigt haben. Und wirklich, was sie falsch gesagt haben, sie haben keine Angst vor den Sinkovic-Brüdern und die haben am Schluss gewonnen. Was, wenn du etwas von Rudern verstehst, das ist wirklich, das ist sick, Alter. Ja. Also das ist krass. Ja. Also die Entscheidung fällt mir wirklich schwer. Ja, das ist schwer. Es sind sehr viele gute Sachen. Ich habe eine Tendenz auf 3 Sachen. Aber das Problem ist, bei einem sind wir ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen vorgenommen. Weil natürlich die Bronze von Roman und Andrin ist oberepisch aus Vollinensicht. Ja, also ich gehe jetzt mal auf Emotionen und Gefühle. Ja. Und ich habe ja wirklich den Andrin und den Roman auch vor dem Fernsehen mitverfolgt. Mhm. Ich habe den Djokovic vor dem Fernsehen mitverfolgt, den Duplantis. Und am zweitmeisten, und darum wähle ich das, ist bei mir der Djokovic. Hat Emotionen vorgerufen. Aha. Darum wähle ich ihn. Bei mir ist es, weil ich es live gesehen habe, wie er den Angriff gestartet hat, vor meiner Nase. Damn. Remco. Krass. Evenepoel. Die Einfahrt in Paris unter dem Eiffelturm, das ist bei mir das Nummer 1. Und ich weiss nicht, wollen wir uns einfach darauf einigen, dass es 2 Sieger gibt? Machen wir das. Let's go. Dann Remco und Djokovic gewinnen jeweils Highlight vom Jahr.
Dann zum nächsten Preis, der von Ihnen dieses Jahr unter pompösem Beifall vergibt. Das Team vom Jahr. Und zwar haben wir da natürlich, wie wir jetzt gerade vorher darüber geredet haben, unsere 2 lieben Kollegen, wo wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, die haben schon genug Redezeit bekommen da bei uns im Podcast. Der Andrin und der Roman, ist klar, Bronzemedaille in Paris. Dann, wer auch Bronze gewonnen hat in Paris und eigentlich auch sehr eine lustige Beziehung zu uns hat, ist Nina Brunner und Tanja Hüberli. Nina, die ja aus dem gleichen Dorf wie ich kommt, in Steinhausen. Und wir können jetzt auch, sie kommt zu uns in den Podcast. Sie kommt endlich zu uns in den Podcast. Wir haben lange gebraucht. Sie ist eine begehrte Sportlerin, die wirklich nicht viel Zeit hat. Und wir freuen uns, sie bald bei uns zu begrüßen und dann können wir sie selber fragen, wem sie denn den Award Team vom Jahr vergeben hätte. Aber sie ist nominiert bei uns und das lassen wir mal so stehen. Yes, dann auch noch nominiert wurde ist die Schweizer Fußballnazi. Okay. Wieso auch immer. Aber ihr habt die Schweizer Fußballnazi nominiert, wir haben sie drin genommen. Dann auch noch nominiert die Schweizer Eishockey-Nazi, die Bronze, die Silber geholt hat bei der WM. Ein weiteres Mal. Zum 3. Mal in den letzten 12 Jahren. Ja, wir haben viel über die Schweizer Eishockey-Nazi geschumpfen. Also spezifisch über die Verantwortlichen. Und immer wieder zeigen sie uns den Finger und sagen, da schaut, wir können es doch noch. Ja, definitiv würdig vom Team vom Jahr, weil sie halt wirklich ein sehr grosses Team sind und ich die Dynamik auch nicht wirklich... Also ich habe das noch nie erlebt. Ich habe nur die kleine Teamdynamik erlebt und darum bin ich auch sehr fasziniert, wenn das so funktionieren kann. Und das nächste grosse Team ist ein Fußballteam, wo ziemlich lang unbesiegt war. Ja, nicht umsonst sind es Bayern Never Losen gewesen, bis sie im Europa League-Final 3-0 auf den Sack bekommen haben. Aber ja, Bayer Leverkusen mit dem Granit Xhaka hat eine brutale Saison gespielt, hat nur ein Spiel verloren, hat die Meisterschaft ungeschlagen gewonnen, hat die Regentschaft von Bayern zerstört und ja, Xabi Alonso, sein Team, hat gezeigt, dass man sehr attraktiven Fußball spielen kann und auch sehr viel Glück haben und einfach eine Saison so durchstehen, wie man sie durchsteht oder wie sie durchgestanden haben. Von dem her, ja, Bayer Leverkusen von uns nominiert. Und das Letzte kommt jetzt noch eigentlich unser Lieblingsteam. Oder eines von unseren Lieblingsteams. Eines von unseren Lieblingsteams. Aber sie haben sich da jetzt selber nominiert. Genau. 44 West. 44 West hat sich selber nominiert. Wir lassen das natürlich zu, weil einerseits gehört es zu unserer Vollinen-Family und zweitens haben wir die Bursten natürlich sehr gerne und wollen ihnen auch ein bisschen Aufmerksamkeit geben in unserem Podcast. Von dem her, ja, willkommen unter den Nominierten vom Team vom Jahr. Jetzt. Ihr gewinnt schon mal nicht. Sie gewinnen, wenn sie dann den Atlantik überquert haben. Dann haben sie einen grossen Shout, ja. Genau, und zwar mein Team vom Jahr 2024. Und ich habe vorher nicht den Roman und den Andrin gewählt, weil sie sind schon ein Highlight gewesen, aber für mich ein Team vom Jahr, das muss wirklich zusammenhaben. Und dort habe ich gesehen, wie sie zusammengehabt haben. Eben, ich erwähne jetzt nicht alles, was vor dem Finale passiert ist. Das könntest du dir mal selber erzählen. Aber sie sind wirklich ein Team und darum verleihe ich ihnen den Award Team vom Jahr. Ich schließe mich dir 100%ig an. Ich kann euch sagen, nebst den sportlichen Leistungen können sie auch festen wie die Weltmeister. Da können die Sinkovic-Brüder wahrscheinlich einpacken. Da wäre ich Obwohl mir ich nicht sicher. ja, okay, Da wäre ich ich nicht so muss sicher. zurück, Also, ich muss das zurück, sind da zwei gute, bodenständige Ruderer aus Kroatien, die sicher das eine oder Die andere... vertragen auch viel. Ja, okay, ich nehme es zurück. Aber Roman und Andrin haben gefestet wie die Weltmeister in Paris. Sehr gut. Sie sind ja Weltmeister. Sie sind ja Weltmeister eben. Amtierende Weltmeister, immer noch. Von dem her. Let's Verdientes go. Team vom Jahr. Let's go, Jungs. Gratulieren. Dann Dann Newcomer vom Jahr. eine Kategorie, wo wir intensiver geschaut haben, wer das könnte sein. Wir haben uns schwer da. Wir haben uns schwer da, weil einerseits, wo ist die Grenze zwischen Newcomer und jemandem, der schon ein bisschen etablierter ist? Ja, wer hat den Durchbruch geschafft dieses Jahr und wer ist wirklich ein Newcomer? Das ist jetzt sehr schön aus. Nein. Also, Ja, stimmt ja, oder? Nein, Das es ist ja stimmt, genau Alter, wieso wir Bro. gewisse Leute auf dieser Liste haben. Es stimmt alles, du hast es eigentlich wirklich mega gut gesagt. Ohne Scheiß, sorry.
Also gerade letztens darüber geredet, Gaut. Gaut, bester Mann. Wirklich Olympiasieger 2028. voraussichtlich, ja, müssen wir jetzt investieren, wenn wir das könnte. Gibt es eigentlich Es gibt, so Fonds, die Sportler heisst- widerspiegeln? wie heisst die Seite, wo du kannst so drauf wetten, weißt du, zum Beispiel, wer gewinnt in den USA die Wahlen? Es gibt es ist die Ja. berühmte Seite, Mann. Ich Jetzt weiss fällt mir es der Name nicht ein und dann könntest du sicher etwas mit Okay. dem Geld machen. Also Gaut, you got my money. Dann Lamine Yamal, definitiv wirklich wirklich ein Newcomer. Letztes Jahr, was hat der Dude gemacht? Also der ist mit 16 gekommen, hat schnell die besten europäischen Fußballer auseinandergenommen, hat am Rabiot, wo am Tag vor dem Spiel gesagt hat, Lamine Yamal muss sich beweisen, vor seiner Fresse eine reingeschoben und hat ihm nachher gesagt, und jetzt red. Ja, okay. Und ist Europameister geworden mit Spanien. Mit 16. Mit 16 als Stammspieler. Also er ist ja dann am Tag vom Finale ist er 17 und ein Tag gewesen, aber Ja, heftig. dann, da eben, ist es Newcomer, ist es Durchbruch, Léon Marchand, Ich vierfacher glaube- Olympiasieger. Zumindest auf der Bekanntheitsebene vom Weltsport Sicher Newcomer, ja. Newcomer. Aber wenn du ihn selber wahrscheinlich fragst, schon sehr, sehr lang nahe dabei, der Léo Marchand. Wirklich ein Abräumer von diesen Spielen. Nachfolger von Michael Phelps, Fragezeichen. Ja, also haben wir jetzt noch reingenommen, weiss ich nicht, ob er den verdient hat. Nicht aufgrund von der Leistung, sondern aufgrund von seinem Karriereverlauf. Dann, was wir gerade vorgestern gesehen haben, Skifahren, sehr junger, schnittiger, schneller Bursch, der Franjo von Almen, der Zweiter geworden nominiert ist. wurde, ja. Und Zwei definitiv, Podestplätze geholt, oder? In den letzten 2 Rennen. glaube schon. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, weil bei diesen Skifahrern habe ich den Überblick nicht. Aber du weißt es sicher besser. Darum, er ist nominiert als Newcomer vom Jahr. Und dann der Fabio Hildbrunner Ist von euch nominiert worden. ist von euch nominiert worden. Schwinger. Kein blasser Schimmer. Hey, wir müssen wirklich Ein bisschen mehr Schwingen schauen. wir müssen mehr Schwingen schauen. Obwohl, jetzt ist halt wirklich die Zeit, wo Schwingen am weitesten weg ist. Ja. Also Noe, hilf uns weiter, falls du das hörst. Fabio Hildbrunner, Hildbrunner Fabio, who that? Ja. Er ist nominiert und dein Pick als Newcomer vom Jahr, ich weiß es, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ich glaube 100%. auch für mich, weil ich han ja auch gesehen spielen. Nein, er hat ja nicht gespielt in Dänemark. Aber er war am Aufwärmen. Der Nico Williams hat gespielt. Ah, fuck, nein, warte. Der Lamine ist ja verletzt gewesen nachher. Hat sich herausgestellt im Nachhinein. Ah, stimmt. Ah, fuck, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Du hast den Nico Williams gesehen spielen. Okay. Ja, egal. Auch mein Pick als Newcomer vom Jahr. Dann kommen wir langsam aber sicher zu der ganz heißen Kategorie. Sportler vom Jahr. Ui. Uiuiui. Da haben wir ein paar gute, hä? Da hat es wirklich ein paar richtige grosse Bröcke drunter. Auch Leute, die wir gar noch nie erwähnt haben. Glaubst du? Nein, haben wir noch nie erwähnt. Also, wir fangen mal an mit dem neuen Roger Federer. Und zwar, Marco Odermatt alias New Roger Federer. Das beliebteste Sportidol in der Schweiz im Moment. Auch jetzt wieder am Durchstarten. Muss mittlerweile zwar an seine Gespendli den Vorrang lassen, aber ich glaube, das tut ihm auch sehr gut. Ich glaube, letztes Jahr brutale Saison gehabt, wahrscheinlich eine der besten Saisons, die ein Skifahrer je gehabt hat. Eben die berühmten Bilder, wo er da, wo ist es gewesen? Wo er auf die Matte gekumpelt ist in Nein, nicht, das war in der Schweiz gewesen. Wengen. Lauberhorn, ja. Lauberhorn. Ja. Wirklich geile Bilder. Eben der Sieg ist klar immer nominiert als Sportler vom Jahr in den letzten paar Jahren. Dann Noe Wo- Ponti. letzten paar Wochen viele Schlagzeilen gemacht. Dreifach Weltmeister auf der Kurzbahn. Leider auch Vierter an den Olympischen Spielen. Nichtsdestotrotz der erste Weltmeister für die Schweiz im Schwimmen überhaupt. Also ich glaube, nur schon das verdient eine Nomination. Auch ein würdiger Kandidat.
einen Nominierten für mal einen Volline-Auftritt als Gast. Schauen, was wir da organisieren können. Dann, nachher haben wir den Tadej Pogacar. Wahrscheinlich einer der dominantesten, der jetzt von da genannt wurde. Hat bis auf wenige Rennen dieses Jahr alles in Grund und Boden gefahren. Putz und weg war er gewesen. Was hat er? Giro, Tour und WM. Und WM. Dann hat er noch bei den Frühjahrsklassiker Strade Bianche. Strade Bianche. Und Flandrer Rundfahrt, oder? Irgendwie so, ja. Also, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber das sehe ich, überall, wo er gestartet ist, hat er eigentlich gewonnen, fast überall. Wirklich, das Ding ist halt eben, wie er es gemacht hat. Sehr dominant, sehr unkonventionell, mit Angriffen von bis zu 100 km vor Schluss und dann solo fertig gefahren. Sprichwörtlich da bei uns in Zürich. Also wirklich, ja, ein krasser Dude. Dann der nächste, Max Verstappen. Der Mann mit dem besten Fansong, den es gibt, finde ich. Der Mann, der nie eine Schulbank von innen gesehen hat. Ja. Also wir haben gerade letztes Jahr erfahren, die Typen gehen schon mit 5 voll rein. Ja. Und zwar sind das primär die Älteren, die voll reingehen, indem sie sagen, Junge, du wirst jetzt Formel-1-Fahrer, koste es, was es wolle, Schule nehmen wir mit, etc. Und ja, man sieht, was es bringt. Also gute Erziehung braucht man nicht, weil wenn du einen Vater hast, der dich zwingt zum Go-Kart fahren, dann wirst du irgendwann mal 4-facher Weltmeister, auch wenn du nicht im besten Auto hockst. Und ja, der Max Verstappen hat einfach das Jahr wieder gezeigt, oder in Vollinensprache den Schwengel auspackt und zeigt, wieso er der Beste ist. Und ja. Dann bereits erwähnt, der Leo Marchand, definitiv ein Kandidat, wirklich eigentlich wahrscheinlich das Aushängeschild von den Spielen in Paris 2024, unter anderem, weil er auch eben Franzose ist und ich meine, die Franzosen ist wahrscheinlich nie nicht so abgegangen, wie wenn der geschwommen ist in dieser Halle. Das muss krass gewesen sein. Dann von euch auch noch nominiert wurde, ist der Dominic Lubalu, wo ja mehrere Diamond League Rennen gewonnen hat, Europameister wurde ist, über 3000 Meter, über 5000 Meter, ja. Genau, und halt auch immer noch zu kämpfen hat, ob er jetzt starten für die Schweiz oder nicht. Ich glaube, das ist auch nicht immer einfach, wenn du in dieser Situation bist und du nicht weißt, hey, kann ich starten, kann ich nicht starten. Nichtsdestotrotz hat er immer den Fokus behalten und ja, ist nachher voll rein und darum definitiv ein Nominierter von uns. Yes, und wenn wir bei voll rein sind, wir haben auch noch jemanden nominiert, und zwar den Fabian Recher, der die Silbermedaille geholt hat an der Para-WM in Zürich. Genau, und ja, lustigerweise, und danke an euch da draussen. Ein paar haben auch noch uns nominiert, voll rein Boys. Ja. Ich wüsste jetzt nicht wieso, aber danke vielmals. Ja. Merci vielmals. Wir schätzen euren Support. Dann, nächste Kategorie. Nein, wir müssen schnell sagen, wer gewonnen hat. Ich würde sagen 3, 2, 1, wir sagen einfach jeweils unseren Favorit. Also, 3, 2, 1, Tadej. Okay. Oh. Fantastisch. Einfache Sache. Yes. Gut, dann zu der Sportlerin vom Jahr. Und da haben wir auch wirklich ein paar... Warte schnell, wir haben einfach den Marc Odermatt, also nicht disst, aber ditcht. Krass. Schlechte Schweizer. Aber nein, Tadej. Für mich hat es einen Grund. Und zwar... Der Tadej war mindestens so dominant wie der Odermatt. Ja. Plus hat er einfach mehr Konkurrenten. Ja, das ist das, was 100%. wir am Skifahren... Sorry, das muss ich jetzt noch schnell sagen. Beim Odermatt fällt die Hälfte verletzt aus, weil die scheiß Strecken nicht gefährlich sind. Man muss auch sagen, Tadej hat auch die Tour vielleicht nur gewonnen, weil der Vingegaard verletzt war im Frühling. Aber egal, einfach zum Fair sein. Also, wir haben den Marc Odermatt ausgestochen. Sorry, Brudi. Ich hoffe, du kommst gleich nochmal zu unserem Podcast. Gut, yes. Dann zu der Sportlerin vom Jahr. Und man muss sagen, wir sind inklusiver als das SRF. Wir machen keine eigene Kategorie. Bei uns ist Parasport auch Spitzensport und darum bei Sportlerin vom Jahr nominiert. Genau. Und dann fangen wir gerade an mit unserem voll-reinen Family-Mitglied, der Florina, wo wirklich immer wieder zeigt, dass sie eigentlich die Beste ist. Unter anderem eben an den Olympischen Spielen, an der WM in Zürich, wo sie
Gold und Bronze und was auch immer alles geholt hat. Also wirklich mega, mega, mega ein gutes Jahr gehabt hat. Sie definitiv nominiert von uns. Dann, wer auch nominiert ist Catherine Debrunner, die in Paris 4 oder 5 Goldmedaillen geholt. genau, also wirklich eine grosse Leistung. Dann immer wieder dabei die Lara Gut-Berami, die ja Gesamtweltcup-Siegerin ist. wieder ein Aufschwungjahr hatte, nach mehreren Jahren, die schwierig waren. Also wirklich auch sehr, sehr beeindruckt, wie man einfach nach so vielen Jahren im Spitzensport auf der Top-Ebene wieder performen kann. Letztes beim Skifahren, oder jetzt, wo das Rennen in Semmering war, haben sie gesagt, ja, die Lara Gut-Berami ist vor 16 Jahren da auf dem Podest gestanden. Und dann denke ich so, Alter, die ist vor 16 Jahren auf dem Podest gestanden und fährt immer noch aufs Podest. Das ist so krass, weil eben, das eine ist ja mal aufs Podest zu kommen, aber dann das 16 Jahre lang zu wiederholen, das ist noch 10-mal schwieriger und darum, riesen Respekt. Angelika Moser, es war nicht genau das Jahr gewesen, wo sie sich vorgestellt hat. Sie hat immerhin die Europameisterschaft gewonnen und einen Diamond League-Sieg und nochmal ein weiteres Podest geholt. Und vierte bei Olympia. Ich habe jetzt primär an ihre Enttäuschung bei Olympia gedacht. Es tut mir leid. Siehst du, jemand denkt das negativ, jemand das positiv. Zum Glück sind wir das zweite unterwegs. Ja, ihr habt es gesehen. Ich habe es falsch gesagt, ein richtig gutes Sportjahr. Also wirklich auch da Gratulation für die Leistung. Sie war ja mit mir in der RS. Wirklich eine coole. Wer hat prädestiniert, um mal vorbeikommen? Safe. Dann Mathilde Grömont. Alles gewonnen. Wir sind schon lange Fanboys von ihr. Ja, sind wir schon lange dran. Wir haben auch schon ein paar Kontakte versucht auszunutzen, aber irgendwie sind wir noch nicht so angekommen. Mit der Mathilde hat es noch nicht geklappt, aber wenn wir sie nominieren als Sportlerin vom Jahr vielleicht. 9 Podestplätze, 6 Siege, Gesamtweltcup-Siegerin. Es gibt glaube ich nichts mehr zu sagen, sie hat abgerissen. Und dann sind von eurer Seite noch nominiert worden Zifan Hassan. Olympiasiegerin im Marathon. Die ganz knappe Entscheidung. Die Holländerin hat auch noch 2 Bronzemedaillen geholt, über 5'000 und über 10'000 Meter dieses Jahr bei Olympia. Und mein Sportcrush. Jessica Fox. Jessica fucking Fox. Zweifache Olympiasiegerin im Slalom. Der Oskar ist immer noch verliebt. Und die beste Sportlerin der Welt. Also. Und dann haben wir noch nominiert Julie Deron. Safe. Haben wir vorher schon gesagt, 7 Medaillen geholt in Paris, auch ganz gut performt die ganze Saison. Ist auch an der ETH. Ist schon mal mit mir. Wir haben zusammen mal einen Zoom müssen leiten, wo Kanti-Schülerinnen und Schüler sich wollen informieren, wie das so ist, wenn du als Sportlerin oder als Sportler an die ETH willst. Und wir zwei mussten Antworten geben. Wirklich mega sympathische. Es war lustig, dass wir Zufall, dass es jetzt so rausgekommen ist. Ja, jetzt schwierig. Sehr schwierig. Lass mich noch mal schnell auf die Liste schauen. Also, so wie du da hast, gibt es ja nur jemanden für dich. Ja, nein, das ist halt einfach, da bin ich vorgenommen. Okay. Ich muss das in Relation setzen. Mhm. Also, machen wir wieder 3, 2, 1. Okay. 3, 2, 1. Florina. Als hätten wir es abgemacht. Aber das ist Sportlerin vom Jahr bei Florina. Gratuliere, Florina. Ich hoffe, du hörst. Ja, safe. Dann gibt es noch einen Preis zu vergeben heute. Und das ist der Florina Spirit Award. Und der steht für das, was eigentlich Florina ist, oder? Man geht Florina. Egal, was man macht. Egal, was die Konsequenzen sind. Also, wir bleiben da im rechtlichen Rahmen, wenn ihr mich richtig versteht. Aber wir gehen voll rein und den Spirit wollen wir belohnen. Und zwar mit dem Florina Spirit Award. Und wie könnte es anders sein? Es sind nur Leute nominiert, die aus der Florina Family sind. Wow. Ja, also ihr seht,
man muss natürlich, um den Volinen Spirit haben, auch mal bei Volinen sein. Ja, weil ihr habt unter anderem nominiert den Jack Grealish und den Nick Kyrgios, was ich absolut sehe, dass die den vollen Spirit haben. Ja, definitiv. Aber das war nicht gemein gewesen. Ja, also wir haben primär auch ein bisschen unsere Family awarden und darum fangen wir doch wieder an mit der Florina, wo wir schon erwähnt haben, eben nebst der Medaille an den Paralympics auch zweimal Gold hier daheim in Zürich, sogar sie in jetzt angesagt bei ihrem uns. Heimkanton. Sie hat es angesagt und das ist Volline. Das ist Volline Spirit. Wenn du A sagst, nachher B Genau. sagen. Dann, gerade gestern passiert? Also ja, wenn die Folge rauskommt, ist es eine Woche her. Am 29. Dezember passiert, und zwar Elian Christen. Übel, also wirklich ganz, ganz geile Performance. Zuerst einmal 3. Weltcup-Start. Dann mit Startnummer 47 in zweiten Lauf. 19. Platz im ersten Lauf gekommen. Und dann sich noch verbessern um 7 Plätze. Einen runtergeknallt. 12. Platz. Ich habe den ersten Lauf ich gesehen, nachher bin ich auch unterwegs am Trainieren. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe den ersten nicht gesehen, dafür habe ich den zweiten gesehen. Eingeschaltet und ich sehe einfach, es tut mir leid, aber ich habe fast nicht geglaubt, dass die 12 steht. Also es war so Legende, sie so eben zweite, zweiten Lauf, aber der zweite wegen 300, also das war schon mal easy knapp gewesen. Und dann haut es eine nach der anderen raus und eine nach der anderen langsamer und plötzlich geht es so führen und du bist so, wow, könnte das jetzt ein Top-10-Resultat geben? Einfach so, what the fuck? Ja. Aber ja. Wirklich ganz geil und ich wollte ja nicht sagen, es läuft bei ihr, seit sie bei Volline war, aber es läuft bei ihr, seit sie bei Volline war. Ja, mega, mega cool, richtig Freude gehabt. Dann unsere zwei Paddle Bros, aber, also ja, man muss auch sagen, es war nicht ihre Hauptsportart, wo wir sie getroffen haben, sondern sie spielen Flag Football primär. Yes, und sie haben die erste WM-Medaille für die Schweiz jemals geholt. Und zwar haben sie bei der WM in Finnland die Bronzemedaille geholt, indem sie im Spiel um Platz 2 die Weltnummer 3 die Weltnummer 2 geschlagen haben, Mexiko, was absolut nicht zu erwarten war. Und ich mag mich erinnern, der Noah ist ja ein Mitarbeiter von mir, arbeitet im gleichen Team wie ich, und der hat mir vor der WM gesagt, also wenn wir in Achtelfinale kommen, dann sind wir happy. Ja. Also wenn wir unter den 16 besten Teams der Welt sind wir happy. Und schau da, am Schluss sind sie mit der Medaille heimgekommen. Und ja. Sehr eine geile Story. Jetzt redet alle davon. Sind sie die neuen... Halt mal dein Handy ab, Alter. Sorry. Das war meine liebe Frau, die mir gerade anrufen wollte. Ja. Gut. Was ich wollte sagen, es wird olympisch Flag Football. Und sind sie jetzt die grosse Hoffnung für die Schweiz? Wir werden es sehen. Auf jeden Fall redet alle davon. So. Berechtigterweise, aber eben, man muss es dann auch wiederholen, aber das wissen die schlauen Burschen natürlich selber. Dann, ein Name, der schon zweimal gefallen ist, der Stefan Küng, der finally mal ein Zeitfahren gewinnt und das an der Vuelta. Und ja, wirklich geil, dass es endlich mal geklappt hat. Es wäre vielleicht ein bisschen geiler gewesen, hat es 2 Wochen später geklappt in Zürich. Kannst du nicht machen. Aber wir nehmen, was du bekommst. Und darum, wir wissen, er geht immer voll rein. Er geht zu voll rein. Darum definitiv ein würdiger Kandidat für den Spirit Award bei voll rein. Und zuletzt bleiben wir beim Velofahren. Der Christoph Böbi Jansen. Ist er eigentlich Profi-Velofahrer jetzt oder nicht? Der Böbi ist ein richtig guter Voll-Rein-Typ, weil der ist im Moment auf dem Weg zum Veloprofi. Also er ist noch nicht Profi. Er ist sozusagen halb Profi, weil er jetzt ein Conti-Team gefunden hat, also ein Team auf der zweithöchsten Stufe. Aber du musst sehen, von wo er kommt und wie er es macht. Also wirklich eigentlich ohne jegliche Starthilfe geht er sich voll rein, gibt alles. Und ist das Jahr die fucking Tour de Suisse gefahren? Er ist Tour de Suisse gefahren und hat dort auch sogar mal können, lang vorne sein. Ja. Hat seinen guten Freund ein bisschen ausgeholfen. Und ich glaube, das zeigt einfach schon, der Typ geht voll rein und darum ein würdiger Kandidat. Ich glaube, das ist fast die schwierigste Kategorie
für mich. Puh, wer hätte es da am meisten verdient zum Gewinnen? Machen wir es wieder mit 3? Machen wir es mit 3? Ja. Okay, ich habe mich entschieden. Also, 3, 2, 1, Elian. Alter, Fantastisch. das ist schon schön, wenn wir harmonieren. Fantastisch. Lustigerweise gerade eben einen Tag vor dieser Folge passiert. Ist es Recency Bias? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, Elian, Gratuliere, Elian. herzliche Gratulation zum Voll Inne Spirit Award. Man muss auch sagen, vielleicht noch ein bisschen hintergründig nach dieser Wahl oder nach dem Gewinn von diesem Preis. Die Elian ist schon lange eigentlich auf gutem Level, hat sich aber immer wieder verletzt, und zwar übel, wo sie das ganze Jahr hat müssen rauslassen. Und dass du eben auch voll reingehst, wenn es eben die anderen nicht sehen. Dass du voll reingehst, wenn du eigentlich gar nicht kannst laufen. Das ist eben auch ein voll reingehen, das wir auszeichnen wollen. Und ich glaube, das haben auch viele, die da nominiert sind, unter anderem auch immer wieder geschafft, aufzustehen, weiterzumachen und nochmal voll reinzugehen. Aber ja, die Elian hat es einfach gestern wirklich gezeigt und wir wollen ihr gratulieren. Yes! Herzliche Gratulation, Elian. Und ja, André, es gibt noch einen Preis. Der wird nicht von uns vergeben. Der wird von euch da außen vergeben. Das ist der Ui, ich freue Publikumspreis. mich. Und der André hat es gesagt, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir ein Interview haben. Aber es ist für uns schwierig zu sagen, welches Interview hat uns am meisten gefallen. Von dem her überlassen wir euch die Wahl. Und zwar machen wir das jetzt so. Wir tun auf Spotify, es tut mir leid für alle, die auf Apple Podcast hören, aber die meisten hören halt auf Spotify. Wir tun auf Spotify in der Folgenbeschreibung eine Umfrage machen. Und jetzt sind alle Gäste von 2024 aufgelistet. Und dann könnt ihr abstimmen. Ihr habt eine Stimme pro Person und sagen, welches Interview hat euch am besten gefallen? Ich bin so gespannt und hoffe natürlich auf zahlreiche Abstimmungen von euch. Natürlich haben wir auch unsere Favoriten. Vielleicht tun wir sogar anonym abstimmen. Wir wissen es nicht. Ja eine Stimme. Wir hätten ja eine Stimme. Wir können das eine oder andere beeinflussen. Ihr habt aber da den letzte Wort. Hauptknüppel in der Hand. Und darum, let's go, stimmt ab. Schaut mal ein bisschen runter. Dort unten ist die Abstimmung. Und darum, ja, voll rein. Yes! Und in dem Sinn, André, ich würde sagen, wir sind durch mit den Vollinen Awards. Was für ein 2024. Sportjahr. Wir haben wirklich grosse Anlässe gehabt mit der WM in Zürich, Velo-WM in Zürich, Olympia in Paris, America's Cup, EM. Olympia. Habe ich gesagt? Hast du gesagt? Jetzt vereinst habe ich dir mal nicht zugelassen. Ja. Chill, ich höre nicht zu. Ja, egal. Ja, fantastisches Jahr gewesen, muss man wirklich sagen. Wir bleiben gespannt, was 2025 mit sich bringt. Wird sicher auch ein paar Highlights geben. Können wir ja vielleicht in der nächsten Folge mal drauf schauen, was so ansteht. Und ja, in dem Sinn müssen wir euch Danke sagen. Danke, dass ihr das ganze 2024 uns zugelassen habt, dass ihr immer so aktiv dabei sind bei allem, dass ihr uns erlaubt, so viel Spass zu haben, wenn wir unsere Folgen aufnehmen. Ich glaube, André, ich spreche auch für dich. Ja, mega. Es war wunderbar dieses Jahr. Ich freue mich immer wieder, wenn die Leute Feedback allgemein geben, sei es jetzt positiv oder negativ, aber meistens ist es positiv. Und die es nicht so gut finden, die sagen entweder nichts oder hören den Podcast nicht. Ja, es war wirklich mega nice gewesen. Wir haben es genossen. Das ganze Jahr, sei es jetzt persönlich auf dem Sportplatz stehen oder dann eben hinter dem Mikrofon, und hoffe, dass ihr nächstes Jahr oder jetzt in dem neuen Jahr 2025 immer noch dabei sind. Und in dem Sinn, wenn du das ganze 24 gelost hast und auch den Podcast wieder bis am Ende gelost hast, dann danke vielmals, Respekt an dieser Stelle. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren, das kannst du auf Apple Podcast und auf Spotify. Und 5 Sterne, wie immer, let's go. Wir versuchen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport oder das Beste vom Sportjahr zusammenzufassen. Genau, und wenn du schon dran bist, dann folg uns doch auch noch gerade auf Instagram, dort findest du uns unter vollinen_podcast. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann teilen doch mit deinen Liebsten. Und in dem Sinn, gutes 2025, bleiben gesund, Happy macht New viel Year. Sport
und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.